Servus, ich bin der Johannes und ich war fürs Mixing und Mastering von Krach aus dem Daheimbüro zuständig. Das heißt also, mir wurde die ehrenvolle Aufgabe zuteil, aus dem Wirrwarr an Stimme, Gitarre und Schlagzeug, hunderte von Adlibs, Sprachmemos und Maultrommeln und was nicht schon die Jungs da aufgenommen haben, am Ende einen sinnvollen Gesamtklang zu erzielen. Das Ganze war für mich natürlich eine sehr interessante Erfahrung. Zum Ende, weil das mein erstes Album ist, an dem ich so in Gänze gearbeitet habe. Und zum anderen, weil es noch dazu ein extrem vielseitiges Album ist, auf dem jetzt nicht nur der klassische Pop-Punk ist, den man vielleicht so erwarten wird, sondern plötzlich ist dann mal ein Reggae zwischendrin oder ähnliches. Noch eine Nummer interessanter wird es natürlich, wenn man während dem Mixing-Prozess, wenn ein paar Songs danach schon fertig sind, plötzlich eine Nachricht von Max kriegt, in der steht, ob es nicht möglich wäre, nochmal ein paar Sounds in die Songs einzufügen, weil sie gerade einen Polterabend aufgenommen haben, was, wie man sich vielleicht denken kann, was ist, was eben jetzt auch nicht unbedingt mit jeder Band passiert. Aber das Ganze macht es natürlich dann noch mal cooler, an so einem Werk zu arbeiten, was jetzt nicht so 0815 nur Gitarre, Schlagzeug, Bassgesang ist, sondern was dann, wie gesagt, auch mal ein Polterabend plötzlich zwischendrin hat. Und ich muss sagen, mein liebster Song auf dem Album ist schwer zu definieren, weil es so viele sind, so vielseitiger. Das heißt, ich würde zum Ende mal auf jeden Fall mehr Bimbus nehmen, aus sentimentalen Gründen, weil es der erste Song ist, den ich vom Album gemacht habe. Und ich glaube, dann muss ich auf jeden Fall noch Ich bin der Lars nennen, weil meine Mutter sich jedes Mal, wenn ich den Ohr gemacht habe, nie mich vor Lachen hat halten können. Und ich denke, jeder weiß, wie schön es ist, sowas zu erleben. Und ich denke, das zeugt dann auch nochmal von der Authentizität, die hinter den Songs steckt. Dass die eben nicht auf witzig gemacht sind, sondern das ist einfach, wie die Jungs sind. Und das hört man ganz deutlich daraus. Und deswegen nochmal ein ganz großes Danke von mir an alle in der Band, speziell den Max dafür, dass er mich überhaupt erstmal aufgefordert hat. Und ich hoffe, wir arbeiten noch ganz oft zusammen und ich hoffe, beim nächsten Album kann ich hoffentlich sogar noch mehr involviert sein. Von meinen Finanzen